Yes, danke vielmals Lea und Worship-Team. So cool, können wir wieder miteinander Gott loben und preisen. Ich habe es echt vermisst. Ja, sind alle ganz herzlich willkommen. Schön sind wir wieder miteinander verbunden. Ich muss sagen, ich vermisse euch wirklich und ich freue mich sehr, wenn wir uns alle auch wieder physisch sehen können. Aber was wir auch so machen können, ist miteinander lachen. Und darum habe ich gerade als Einstieg einen kleinen Clip mitgebracht. Yes! Hey, wie findet ihr meine Corona-Fahrt? Ich schaffe es noch nicht ganz dorthin, aber ich habe ein grosses Vorbild. Ja, letzte Woche haben wir Ostern gefeiert, die Auferstehung von Jesus. Mich berührt es immer wieder, zu wissen, in dem Innen ist unser ganzer Glaube gegründet. Und um die Auferstehung, um die Liebe, die da Jesus zeigt, es gibt keine größere Liebe als der sein Leben lässt, um das geht es auch im heutigen Text. Ich darf gerne mit mir aufschlagen im 1. Johannes 3, ab Vers 16. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Ja, wir fahren heute weiter in der Serie «Lieb die Nächsten». Und hey, was mir ganz wichtig ist in dem Sinne, vergessen wir nie, dass wir zuerst geliebt worden sind. Jesus, er hat uns geliebt, er hat die wahre Liebe bewiesen, wo er für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist. Da hat alles seinen Ursprung gehabt. Der Johannes bleibt aber nicht einfach nur irgendwie theoretisch auf einer Meta-Ebene, sondern er sagt uns auch ganz praktisch, was das soll bedeuten, wenn wir zuerst geliebt worden sind. Wir lesen weiter im Vers 17. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Mal Hand aufs Herz. Wer von uns Schweizer oder in der Schweiz lebenden Leuten lebt wirklich gut? Uns fehlt es also irgendwie am Finanziellen. Du darfst gerne deine Hand heben, wenn du zu denen gehörst, wo es eigentlich gut geht. Ja, yes, ich habe eure Hand gesehen. To the face ist der Vers für uns wirklich. Hey, so direkt, hey, wenn es uns gut geht, wir sollen unsere Augen, unsere Herzen nicht verschliessen vor der Not von anderen und ihnen auch finanziell zu helfen. Vers 18. Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Ich meine, viele Menschen reden gerne über Liebe. Ich meine, wer hat nicht schon gern Liebe? Aber wir merken es, denn wenn es ums Tun geht, da sind wir herausgefordert. Liebe ich wirklich nicht nur mit Wort, sondern bin ich auch bereit, Taten folgen zu lassen, bin ich bereit, dass es mich etwas kosten darf. Und der Vers 18, der impliziert so einen Selbsttest, dass ich mich selber auch mal im Spiegel anschaue und sage, bin ich nicht nur jemand, der von der Liebe redet, sondern lebe ich das auch? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da merke ich selber immer wieder, dass ich mich sehr stark eigentlich nur um mich drülle. Dass vieles in meinen Gedanken, dem, was mich beschäftigt, geht eigentlich um mich und ist gar nicht so selbstlos, wie Jesus das vorgelebt hat. Ich möchte darum eine scheinbar banale Frage in den Raum stellen. Was bedeutet es dir, Christ zu sein? Im Laufe unseres Lebens können wir diese Frage immer wieder neu beantworten, weil es wird sich auch verändern, wie wir selber über uns denken, wie wir unseren Glauben wahrnehmen. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was bedeutet es dir, heute Christ zu sein? Heisst es für dich, dass du dich den Wert vom verblassenden Abendland orientieren, dass du fleissig bist, ehrlich bist, dass du Gutes tust, wo immer das möglich ist? Aber lange das wirklich, um dich Christ zu nennen? Christsein geht nicht so sehr um das, was du machst, sondern vielmehr, dass du das annimmst, was Gott für dich gemacht hat. Darum heisst es vielleicht für dich, dass du sagst, hey, ich weiss, ich bin geliebt, ich bin angenommen von meinem wunderbaren Vater im Himmel.
Hey, das ist so wichtig für unsere Identität als Christ, dass wir das verinnerlicht haben. Um das geht es übrigens auch da im Kontext um das Kindsein, im Kontext von diesen Versen. Weißt du auch, dass du geliebt und angenommen bist, wenn du sogar selber dich lieblos verhaltest? Ein weiterer Schritt kann sein, dass es für dich heisst, dass du, obwohl du so Lieblosigkeit in dir entdeckt hast, obwohl du Sündhaftigkeit, Fehlerhaftigkeit entdeckt hast, dass du weißt, da ist einer, der vergibt mir. Du hast Jesus als deinen Retter und Erlöser angenommen. Das ist auch so ein wichtiger Schritt, den wir machen dürfen in unserem Weg im Glauben an Jesus. Aber dann sehen wir, es geht noch weiter. Es kann auch heissen, dass man sagt, hey Jesus, du sollst der Mittelpunkt sein von meinem Leben. Ich möchte, dass sich alles um dich dreht. Du bist der, den ich von ganzem Herzen liebe, für den ich mir das ganze Leben möchte hingeben. Und ich weiss, jeder, der das schon gemacht hat, der weiss auch um den ständigen Kampf in seinem Herz. Da gibt es immer wieder andere Sachen, wo Jesus so vom Thron stoßen will. Aber weil wir verinnerlicht haben, dass wir geliebt sind vom Vater, bringt das nicht unser Glaubensfundament ins Wanken, sondern dürfen wir wissen, wir können dranbleiben, immer mehr zu lernen. Und so kann für uns Christen wirklich auch heissen, die selbstlose Liebe zu haben, wie Jesus sie vorgelebt hat. Ich kann sagen, das ist so wirklich von der Stufe her dann das Höchste, was wir noch erreichen können. Möchtest du in dieser selbstlosen Liebe unterwegs sein? Ich merke selber, wie viel Potenzial ich noch habe, um in dem zu wachsen. Aber ich will. Willst du auch? Wir leben, um zu lieben. Wir leben, um zu lieben. Wie wir im Text gesehen haben, ist das nicht nur Liebe einfach von den netten Worten, so ja, love you guys oder so, sondern es hat wirklich etwas zu tun mit einer aktiven, tatkräftigen Liebe. Darum auch der Titel der heutigen Predigt, anpacken. So, Ärmel hinterrollen, anpacken, dreckige Hände bekommen, weil wir wollen die Liebe weitergeben. Kannst du mal probieren, deinen Stuhl anzupacken und dich zu lupfen? Genau, das geht nämlich gar nicht. Du kannst nur bei anderen Menschen so anpacken. Du musst jetzt nicht deinen Leuten die Heime den Stuhl umkippen. Ist schon gut, ich glaube, dass du das kannst. Ja, anpacken, aber wofür eigentlich? Ich meine, wir wollen nicht einfach nur beschäftigt sein, wir wollen wissen, für was wir das machen. Es gibt einen Slogan von einem Baumarkt, der heisst, es gibt immer etwas zu tun. Ich weiss nicht, wieso jetzt gerade geht, so in dieser Corona-Zeit, die einen oder anderen packen vielleicht irgendwelche Heimwerkerprojekte an, die Heime, dann irgendwie eine Wand neu streichen. Wir haben auch wirklich immer Ideen, was wir noch machen könnten. Meistens eben viel mehr Ideen, als für was wir dann Kapazität haben. Aber bei uns sieht es auch schön aus. Unser Estrich ist aufgeräumt, unser Keller ist aufgeräumt. Aber wichtig, wenn wir so ein Projekt angehen, dann ist es vielleicht eine schlechte Idee. Ich habe hier meinen Werkzeugkoffer. Und einfach irgendwie da Hammer und Meißel nimmst, mal schnell eine Wand rausschlägst und dir erst nachher überlegst, für was habe ich das eigentlich gemacht? Dann ist es irgendwie too late. Oder ich habe da einen kleinen Fehler mitgebracht, was ich auch nicht viel überlegt habe beim Heimwerkerprojekt. Ist übrigens auch vom Social Distancing her nicht gut. Also, zuerst überlegen und dann machen. Wieso sollen wir anpacken und die Liebe von Gott so weitergeben? Weil so Menschen wirklich Gott als der aktiv Liebende ganz praktisch sehen können. Das ist das, was der Vers 18 davon redet, dass es eben ein glaubwürdiger Beweis von unserer Liebe ist. Dass es nicht nur eine Theorie ist, sondern dass es glaubwürdig ist, dass es gesehen werden kann. Damit wir das machen können, müssen wir selber zuerst die Liebe von Gott erfahren haben.
Wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden, wenn wir uns ein Leben ihm anvertrauen, dann müssen wir eine Begegnung haben mit dieser Liebe. Weil sonst schrammen wir an der Hauptsache vorbei von der guten Nachricht, die die Bibel davor redet. Und wenn wir nochmal eben den Kontext schauen von unseren Versen im 1. Johannes 3, dann geht es um, dass unser verändertes Leben nicht nur eine Tatsache ist von unserer Bekehrung, von unserer Hinwendung zu Gott, sondern auch von unserer Adoption, dass wir Gott unseren Vater im Himmel nennen. Und wenn wir in der Gemeinschaft mit ihm verbunden sind, dann werden wir verändert. Und wenn wir checken, dass Gott unser Vater ist, dann merken wir auch, dass, wenn er mein Vater ist, dass für die anderen Leute, wo er auch der Vater ist, dass das ja mit meinen Geschwistern sind. Und das wird natürlich meine Sicht auch fundamental verändern, wie ich über meine Nächsten denke. Weil wir sind jetzt Familie und in der Familie, da soll Liebe sein. Es genügt aber nicht, wenn wir die Liebe nur einfach so aufgrund von einer Erkenntnis haben, dass wir wissen, okay, ich habe jetzt einen Vater im Himmel, okay, ich habe jetzt Geschwister. Es braucht wirklich eine Quelle in uns inne, dass wir nicht trocken werden von dieser Liebe, sondern dass wir immer wieder geben können. Und von dem redet der Römer 5,5. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Der Heilige Geist, der in uns lebt, wenn wir die Bekehrung machen, wenn wir unser Leben Gott anvertrauen, der füllt unser Herz mit Liebe und erfüllt es immer wieder mit Liebe. Brauchst du die Liebe? Brauchst du die Liebe, die aus dir raussprudelt? Ich brauche sie so sehr, weil in mir selber ist so wenig Liebe. Und dass wir ihm zeigen können, dass die Liebe echt ist, brauchen wir sie von innen raus. An anderer Stelle heißt es im Johannes 13,35, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Hey, an dieser Liebe können Menschen, die jetzt Gott noch nicht kennen, können sie erkennen, dass wir zu Gott gehören und noch viel mehr, sie können Gott selber durch das kennenlernen. Wir als Familie von Gott, wir dürfen das vorleben. Und hey, ich wünsche mir so sehr, dass das lustig machen darf, dass Menschen, die uns beobachten, dass sie sagen, ich möchte das auch. Ich möchte das auch. Willst du jemand sein, der auch dazu beiträgt, dass die Menschen das wollen? Es geht nur, wenn wir in der Verbindung zum Vater im Himmel leben und wenn wir die Liebe von innen raus so sprudeln lassen. Und hey, wenn wir anpacken, dann ist das schlussendlich auch etwas, wo wir selber davon profitieren, wo uns gut tut. Wir haben für das einen Blick werfen in die Apostelgeschichte, so in die erste Gemeinde, wo wir die ersten Christen sehen, wie sie zusammen gelebt haben. Weil dort hat genau das voll funktioniert, dass Menschen auf sie geschaut haben und dass so viele Menschen dazugekommen sind. Wir schauen hier die Apostelgeschichte 4, Vers 32 und 34 an. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften. Wenn Liebe geteilt wird, profitieren schlussendlich alle. Die bedürftig sind, die schwach sind, denen kann geholfen werden. Die Möglichkeit haben zum Geben, die auf dieser Situation stark sind, die profitieren auch, weil es ist so schön, wenn wir merken, wir können einander helfen. Gott hat das irgendwo auch in uns hineingelegt, dass wir Erfüllung finden in dem, dass wir anderen helfen können. Und wer weiß, vielleicht bist du mal in der Situation, wo du Hilfe brauchst, so ist es auch ein Geben und ein Nehmen. In dem Fall ist das Profitieren sehr materiell gewesen, dass sie so einander geholfen haben. Und für viele von uns ist das heute jetzt da in der Schweiz vielleicht nicht die vordringlichste Not. Wenn wir global schauen, sieht das wieder ganz anders aus. Aber für uns ist sicher auch andere Hilfe sehr wichtig. Und ich denke es da so wichtig, dass wir wirklich auch einander helfen, im Glauben dran zu bleiben. Es braucht eine tiefe Überzeugung von jedem Einzelnen von uns.
Ich schaffe es nicht alleine. Ich bin ergänzungsbedürftig, ich bin hilfsbedürftig, weil dann können wir miteinander den Weg gehen. Weil wir haben ein höheres Ziel und für das packen wir auch an, weil wir ein höheres Ziel verfolgen. Nochmal Apostelgeschichte 2, 47. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Ja, wieso sind sie echt angesehen gewesen? Sicher auch, weil sie viele Wunder da haben, die Leute haben Zeichen gesehen. Aber ich glaube, es ist in erster Linie einfach auch wegen dieser gelebten Liebe, die die Menschen sehen, wie da der Armen, der Witwe, wie all denen sich angenommen worden ist, wie niemand Not gelitten hat, wie alle genug gehabt haben. Die Gemeinde, die Kirche, ist der Leib von Jesus heute in dieser Welt. Und du darfst Teil sein von dem. Hey, wenn das nicht ein höheres Ziel ist, wofür du leben kannst, dass du darfst Jesus in dieser Welt repräsentieren. Epheser 4,15. Stattdessen lass uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist. Jesus ist das Haupt, wir sind der Leib. Wir dürfen wachsen, wenn wir mit Jesus verbunden sind, mit dem Haupt. Möchtest du wachsen? Möchtest du Jesus ähnlicher werden? Es braucht die Verbundenheit zu Gott, aber auch die Verbundenheit untereinander im Liebe. Ich möchte nochmal zusammenfassen, für was packen wir an? Wir packen an, weil Menschen so die aktive Liebe von Gott sehen. Wir packen an, weil wir selber davon profitieren, weil es das Beste ist, was uns passieren kann, wenn wir das machen. Und wir packen an, weil wir so ein höheres Ziel verfolgen können. Ein Ziel, das unser Leben bei weitem wird überdauern. Jetzt wollen wir aber auch anschauen miteinander, wie wir anpacken können. Anpacken, aber wie. Ich habe hier so einen Werkzeugkasten mitgebracht. Ich zeige euch jetzt ein paar Sachen daraus, was so Tools sein können, wie wir anpacken können. Beim Handwerken ist es immer wieder wichtig, dass man auch sich dort schützen. Genau, die Ohren, die Augen. Wir machen aber genau das Gegenteil. Wenn wir anpacken wollen, dann müssen wir offene Augen haben und offene Ohren. Ich nenne es so präsent sein. Dass da, wo wir sind, dass wir völlig geistig anwesend sind, dass wir nicht nur irgendwie physisch anwesend sind, sondern aktiv anwesend sind, aufmerksam, ich sage mal, sehr positiv im Moment lebend, dass wir den Gedanken nicht nur irgendwie bei anderen Momenten und so sind, sondern dass wir im jetzigen Moment da sind, dass wir so präsent sein können. Eben, dass wir aktivierte Sinn haben, dass unsere Augen, unsere Ohren, unsere ganzen Sinn, dass die aktiv sein können. Und die wahre Liebe von Jesus, die hat sich auch in dem gezeigt, dass er so präsent war. Wir sehen das durch die ganzen Evangelien durch. Jesus war so präsent bei den Menschen. Und mich bewegt es sogar am Kreuz noch, wo er so gelitten hat, wo er allen Grund gehabt hätte, um auf sich zu schauen, auf seine Not. Da schaut er noch links und rechts und redet mit denen. Und verspricht am einen, hey, noch heute Abend wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus war präsent. Ich habe mir so überlegt, was sind so Feinde von dieser Präsenz? Nummer 1, mindestens für mich, das Handy. Es ist so ablenkend, wenn wir immer wieder auf das Handy drauf schauen und uns ablenken lassen von den Sachen, die sonst um uns herum sind. Wie gerade gestern Abend hat mich meine Frau wieder ertappt beim Nachtessen. Plötzlich ist mein Handy da vorne, ich starre ins Handy, die anderen sind da. Und
Ich habe es nachher weggelegt, als ich liebevoll darauf aufmerksam gemacht worden bin. Das ist wirklich eine grosse Challenge, dass wir nicht nur irgendwo mit der Welt verbunden sind, sondern dass wir präsent sind, da wo wir jetzt sind. Ich glaube, Feind Nummer 2 können einfach Sorgen sein. Die Bibel redet so viel davon, wir sollen uns nicht sorgen. Und was machen die Sorgen? Ja, sie nehmen unsere Gedanken in Anspruch nehmen. Wir können nicht mehr da präsent sein, wo wir jetzt sind, sondern wir sind in Gedanken irgendwo anders. Wir kümmern uns um Sachen, wo wir uns eben gar nicht sorgen sollen, sondern wo wir voll Gott vertrauen, dass er sich darum kümmert. Bist präsent für Gott. Dass du kannst Impulse aufnehmen von ihm. Für dich selber, aber auch für andere. Wenn es darum geht, zum Anpacken, müssen wir auch immer wieder wissen, wo das wir anpacken sollen, was jetzt das ist, was für uns relevant ist. Epheser 2,10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Wenn du präsent bist für Gott, dann kannst du Impulse aufnehmen, dass du weißt, welches das die guten Taten sind, die er für dich vorbereitet hat. Du musst nicht die ganze Welt retten gehen. Das kannst du gar nicht. Und wenn du das probieren wirst, du wirst nur im Burnout landen. Aber du kannst auf Gott hören und dann sind wir noch genug herausgefordert, um die Taten zu tun, die er uns dann gesagt hat, die er für uns vorbereitet hat. Wie kannst du also präsent sein für Gott? Ja, lies die Bibel, gerade wenn du jetzt im Moment ein bisschen mehr Zeit hast. Vertief dich mal in den Text. Lies vielleicht auch gute Bücher, die dich inspirieren. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein Buch über das Geben, über Grosszügigkeit gelesen. Und sagen, ja, das hat mein Herz wieder angesprochen und aus dem heraus hat Gott mir wieder Impulse geben und ich vorne wie irgendwie das gar nicht mehr auf dem Radar hatte und durch das Buch haben so Sachen wieder offengelegt werden. Lass Predigten, Podcasts. Ich bin da, zum Teil lasse ich die gleichen Podcasts mehrmals, dass es in mein Herz sinkt. Wenn ich merke, Gott redet da zu mir, dann möchte ich dranbleiben, dass es mein Herz verändern kann. Und nicht selten passiert es auch, dass ich durch das etwas höre für jemand anderes. Ich habe zum Beispiel letzte Woche einmal einen Podcast dann weitergegeben, um jemandem zu sagen, hey, vielleicht wäre das mal etwas für dich. Das kann passieren, wenn wir selber uns auch so von Gott beschenken lassen. Wir sind aber auch präsent für andere Menschen. Wir haben vor 2 Wochen vom barmherzigen Samariter gehört. Ich meine, der hat nicht seinen Nächsten suchen. Der ist einfach am Wegrand gelegen und er hat sich nicht verschliessen von dem. Was ich so mitnehme von ihm, er hat sich nicht gefragt, was kostet es mich, wenn ich ihm helfe, sondern auch umgekehrt, was kostet es den Verwundeten, wenn ich ihm nicht helfe. Das wäre wahrscheinlich der sichere Tod gewesen in diesem Fall. Ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert von allem, was ich höre, wie die Verbundenheit einfach bei uns in der Kirche voll funktioniert, wie man füreinander da ist, wie man telefoniert, wie man sich ermutigen. Hey, ist so cool, dass man in dieser Zeit merken, hey, es funktioniert. Wir sind eine geistliche Familie und wir sind da füreinander, wir sind präsent, wir wissen, wie es einander geht. Und ich glaube, die Krisenzeit ist wirklich auch eine mega Chance, dass Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, dass sie einfach sehen, hey, die Leute, die da in der Gemeinde sind, die haben etwas, was mir fehlt. Ich habe nicht so eine Verbundenheit. Ich habe nicht so andere Menschen, die wirklich für mich da sind. Ich habe aber auch verschiedene Storys gehört und ich habe es auch selber erlebt, wenn ich präsent sein für Nachbarn. Einfach, weil ich aufmerksam war, habe ich gesehen, wie sie eine Not haben. Das habe ich auch wirklich von vielen anderen gehört. Und da sind total gute Gespräche daraus entstanden. Auch Gespräche über den Glauben, wo wir bezeugen können, was für eine Hoffnung in uns ist. Hey, auch wenn es vielleicht nur sehr beiläufig ist, aber sind wir präsent überall, wo wir sind. Natürlich halten wir immer die 2 Meter Abstand ein. Ja, denn im Text heißt es nachher auch sehr konkret, eben, dass wir sagen wir, die Not mit Finanzen unterstützen. Und ich habe einfach so 3 Sachen, die ich glaube, wo man nicht nur Finanzen, sondern wo man auch sonst aufopfernd die Liebe zeigen können. Und hey, wenn wir wirklich selbstlose Liebe geben, dann wird es uns immer auch etwas kosten. Es wird einen Preis haben. Und das Erste ist auf jeden Fall Geld. Ich frage euch, wieso sie in meinem Werkzeugkoffer Geld hat.
ich weiß es auch nicht, doch für die Predigt, dass wir bereit sind, um wirklich auch Geld zu geben. Und ich weiss, es ist irgendwie zum Teil fast unerklärlich, aber wir hängen so stark an dem Geld. Obwohl wir das ja alles von Gott bekommen haben und wir es wieder weitergeben können, er unser Versorger ist und gleich haben wir immer das Gefühl, wir müssen es für uns behalten. Aber hey, geben wir es grosszügig weiter. Genau, es darf vielleicht einmal ein grösseres Nötchen sein. Also noch ein grösseres. Was kann das im Moment heissen? Wo können wir Geld weitergeben? Ja, vielleicht kennst du Leute, die jetzt wirklich auch durch den ganzen Lockdown in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Mit Kurzarbeit, mit Selbstständigen, die vielleicht gar keine Arbeit haben. Und wenn es dir Gott aufs Herz geht, hey, gib grosszügig. Es kann sogar Firmen gegenüber sein, wo du vielleicht auf dein Recht könntest pochen, dass sie dir eine Rückerstattung geben oder so. Aber du sagst, hey, nein, ich trage auch meinen Teil davon, komm, wir machen 50-50 oder weiss ich was. Dass du da auch einfach probierst, grosszügig zu sein, um mit deinen Finanzen Teil bist, um Not zu lindern. Zeit ist auch ganz eine wertvolle Ressource. Manche von uns haben jetzt vielleicht gerade ein bisschen mehr davon in dieser Zeit. Und ich möchte auch fragen, für was setzt du sie ein? Bist du bereit, wirklich da auch gute Teile für andere Menschen wegzunehmen, dass du telefonierst, dass du Videokonferenzen machst, dass du auch bettest und hörst für andere? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade auch für meine Kinder nicht so häufig gebetet, im Sinn, ich habe schon gebetet und gut ausgesprochen über ihnen und alles und gerade aktuelle Sachen gebracht, aber so zu hören, was ist jetzt eigentlich dran für sie, für was soll ich beten, habe ich viel zu wenig gemacht. Und diese Woche, oder letzte Woche habe ich das gemacht und also 2 Impulse gehabt, habe für das angefangen zu beten und beides ist die Woche schon wirklich für mich überbitten und verstehen in Erfüllung gegangen. Hey, sind wir bereit, auch für andere Menschen zu hören und dann zu beten? Das ist etwas, was wir wirklich in dieser Zeit machen können. Und eben über WhatsApp Ermutigungen weitergeben. Es kostet nicht so viel Zeit, aber es kann einen grossen Unterschied ausmachen. Es kostet uns aber auch Emotionen. Wenn immer mehr mit Menschen wirklich involviert werden, wenn wir auch gerade ihre Not persönlich nehmen, dann kostet es uns Emotionen. Ich habe das als Beispiel mitgebracht, so einen Bitsatz, da mit den Schraubenzieherchen drin. Ich muss sagen, immer genau den, den ich brauche, wenn ich kaum rausknübeln, der kostet mich immer Nerven. Und das ist doch das, was wir auch kennen. Wenn wir mit Menschen unterwegs sind, wenn wir sie in unser Leben hineinlassen, es wird uns Emotionen kosten. Vielleicht ist die Emotion, dass du dich mit ihnen freust, obwohl es dir gar nicht nach Freude zumute ist. Vielleicht, dass du mit ihnen trauerst, obwohl du eigentlich keinen Grund hättest zum Trauern. Es kostet uns etwas, aber genau da können wir einen Unterschied machen, indem wir wirklich Liebe weitergeben. Weil Liebe, ohne irgendwo emotional auch uns reinzugeben, das ist keine Liebe. Und vielleicht da einfach auch noch so einen letzten Selbstcheck, gerade wenn es ums Betten geht. Wie häufig sagen wir vielleicht, ja, ich bete für dich. Machst du das wirklich? Lasst uns Menschen sein, die das, was sie sagen, auch tun. Und lasst uns nicht nur von der Liebe reden, sondern lasst uns die Liebe leben. Möchtest du das? Ja, wie können wir anpacken? Mit offenen Augen und Ohren, dass wir präsent sind und mit Zeit, Geld und Emotionen. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir leben, um zu lieben. So sind wir geschaffen, für das sind wir angelegt. Und wenn wir lieben können, merken wir auch, wie wir irgendwo lebendig sind. Es fühlt sich immer so gut an. Wir merken, hey, da ist irgendwo eine Herzensconnection auch entstanden. Oder da habe ich jemandem wirklich helfen. Ich möchte dich fragen, möchtest du wirklich in der Liebe wachsen? Möchtest du darin wachsen, eben im Tun? Auch wenn es dich etwas kostet. Ich möchte immer mehr dorthin kommen, um selbstlos lieben. Vielleicht hast du auch gemerkt, eigentlich ist bei dir noch ganz viel so Egoismus auch vorhanden. Nein, du musst dich nicht verdammen wegen dem, aber du darfst heute auch mit dem zum Kreuz kommen. Du darfst es bei Gott abladen
und du darfst Vergebung empfangen. Wir wollen gerade einfach miteinander beten. Jesus, ich möchte dir so viel mal danken, dass du deine Liebe zuerst gezeigt hast. Dass du uns angenommen hast, bevor wir dir irgendetwas zurückgeben können. Und Herr, ich möchte dich für uns alle bitten, dass wir diese Liebe erkennen dürfen, dass wir diese Liebe immer mehr eintauchen dürfen und dass wir einfach Tag ein, Tag aus in dieser Verbundenheit bleiben. Und dass wir auch erleben, wie du, Heiliger Geist, wirklich die Quelle der Liebe in uns sein kann, dass es sprudelt, dass wir einen Überfluss haben können, wo wir andere Menschen segnen damit. Danke, vergisst du uns auch, wo wir gemerkt haben, da habe ich versagt, da bin ich egoistisch gewesen, da bin ich lieblos gewesen. Danke, dass du uns immer eine neue Chance gibst. Wenn wir gemerkt haben, unser Reden, unser Tun, da ist irgendwo ein Unterschied da. Danke, dass du uns auch da mit Geduld begegnest, uns vergisst und uns mitnimmst auf den Weg, um immer mehr zu den Personen zu werden, zu denen was du machen möchtest. Haben wir bitte, dass wirklich in diesen Tagen viele Menschen dürfen sehen, an der Liebe, die wir miteinander haben, wie gross und wunderbar du bist. Und sie sollen anfangen zu glauben. Danke, dass du ein wunderbares Werk am Tun bist, dass du für jeden von uns so gut vorbereitet hast. Amen. Wenn dir heute klar geworden ist, dass du die Liebe von Gott eigentlich gar noch nie so für dich angenommen hast, und du sagst, hey, ich möchte mich heute entscheiden für ein Leben mit Jesus. Ich möchte die Liebe haben. Ich möchte auch, dass er mir vergibt. Ich habe ein Gebet dabei. Und du kannst einfach, indem dass du das Gebet mitbetest, kannst du deinem Glauben Ausdruck geben. Ich habe es hier eingeblendet. Du darfst gerne gerade mit mir beten. Jesus, mir ist klar geworden, wie sehr du mich liebst. Ich möchte deine Liebe heute annehmen. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass du aus Liebe für meine Sünden gestorben bist. Komm in mein Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Danke, dass ich ab heute Teil deiner Familie sein darf. Danke, dass deine Liebe mein Herz erfüllt. Amen.